Ciao zusammen, herzlich willkommen beim Bibel, Bier und Metal heute am 25. Februar. Hey, es ist sehr, sehr cool, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Leider können wir uns noch nicht mit euch persönlich treffen. Nach einem coolen Gottesdienst in der Kirche zu Wimmis, wo wir hier anfangen miteinander, sind wir heute wieder in ein bisschen im kleineren Rahmen. Wobei, wenn ihr dranbleibt, werdet ihr merken, dass so klein der Rahmen heute gar nicht ist. Wir werden euch überraschen und uns auch, was noch alles kommt. Es gibt so eine kleine Szenerie hier. Wir sind im Pfarrhaus in Wimmis, im Keller, in den Katakomben. Ihr seht eine alte Türe, alte Mauerwerke. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Das wird der Ort werden, wo wir uns dann, wenn es endlich wieder möglich ist, wirklich sehen und uns in die Arme nehmen können und zusammen Bibel, Bier und Metal feiern können. Und für heute, wo immer du bist, schau, dass du die Bibel dabei hast. Je nach Tageszeit, wo du schaust, vielleicht auch ein Bier. Und Genau. Dann wollen wir kurz starten. Hey, beim Vorbereiten sind wir hier gesessen auf dem Sofa und überlegen, was könnten wir für ein Thema machen. Mein Blick geht auf die Türe. Und was sehen wir? Eine Burg. Das Wappen von Wimmis. Und wir wollen uns heute um das Thema drehen, nachdenken. Eine feste Burg ist unser Gott. Letzten Monat im Gottesdienst in der Kirche, da haben vor allem der Bernie und ich euch an unseren Gedanken teilhaben. Aber wir dachten, das wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wieder nur wir heute reden würden. Darum haben wir den Satz «Eine feste Burg ist unser Gott» in die Runde gegeben und auf ein bisschen spannende Antworten bekommen darüber, was die Worte so auslösen. Hallo zusammen, ich bin der Thierry. Wir sind ja bei Bibel, Bier und Metal. Die Bibel ist auf dem Nachteil. Und als Bier gibt es heute ein Frutigbier. Das ist das IPA, Blagöri heisst es. Eigentlich gemeint, IPA sind eins, das ich jetzt nicht wahnsinnig schätze. Aber das hier muss ich nochmal probieren. Das gefällt mir. Das Thema heute ist Gott ist meine Burg. Und da möchte ich zwei Gedanken teilen. Der eine ist, dass das für mich so ist, dass Gott meine sichere Burg, mein sicherer Anker ist. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz tief in mir innen, weiss ich. Er ist da, er ist mein letzter Halt. Ich bin überzeugt, dass es gut kommt, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und dass ich sehr wahrscheinlich gar nicht auf einen letzten Halt angewiesen bin. Aber in mir innen ist ein tiefer Frieden, wo ich weiss, er ist da, er ist für mich. Er ist meine sichere Burg. Und vielleicht ist es gerade das, was mich so sicher macht, dass es gut kommt.
dass ich eben den Halt habe. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich früher oft gemeint habe, zu Gott zu gehen, bei ihm Schutz und Sicherheit zu suchen, sei in irgendeiner Art des Müssen. Ich habe es nie so formuliert. Aber rückblickend hat es schon ein bisschen so etwas gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich muss zu Gott gehen, ich muss regelmäßig die Bibel lesen oder bei ihm Schutz suchen oder so. Und jetzt merke ich, wird mir langsam bewusst, dass Gott viel mehr eine Einladung an uns ausspricht, was sagt, hey, du darfst zu mir kommen. Viele erleben mich als sichere Burg. Komm zu mir. Als Einladung, aber nicht als Verpflichtung. Wenn Gott einlädt, dann sind wir bei ihm willkommen, so wie wir sind. Wenn durch die ganze Bibel etwas steht, dann meiner Meinung nach, dass Gott dich gern hat, wie du bist. Ob du jetzt bei ihm Schutz suchst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Also, dass es als Einladung zu verstehen ist und nicht als Pflicht. Das ist mir erst kürzlich aufgefallen. Und einen von diesen 2 Gedanken kann ich alle teilen. Zum Wohl. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, das ist ein bekanntes Kirchenlied von Martin Luther. Und ist ja wirklich angelegt, ein Psalm oder ein Psalmen. Und Psalmen sind ja wirklich von aller Anfang an, wo ich mich wirklich einfach mit dem Christentum befasst habe, wo ich bin Christ geworden, wo ich wirklich mich mit der Bibel befasst habe, sind Psalmen wirklich nebst Evangelien wirklich einfach das gewesen, was mich am meisten hat gepackt, was mich am meisten hat aus dem Herz gesprochen, kann man so sagen. Und das Bild, dass Gott wirklich einfach eine Festung ist, eine feste Burg, das habe ich wirklich einfach richtig verinnerlicht und hat mir wirklich einfach auch geholfen zu verstehen, dass Gott wirklich einfach wie eine Festung ist, die man nicht einnehmen kann, dass es wirklich einfach ein Ort vor Sicherheit ist, vor Geborgenheit und ja, ein richtiger Zufluchtsort und das trage ich noch heute einfach in mir. Ist nicht unbedingt, weil ich mir einfach darum vorstelle, dass Gott eine Burg ist, aber dass Gott wie eine Burg ist. Also, das Gebäude gleich irgendwo vor mir haben, aber auch gleichzeitig wirklich einfach, was es eigentlich repräsentiert. Das heisst, es ist ein Ort, wo ich wirklich einfach heimkommen kann, wo ich mich wohlfühlen, wo ich mich verstanden fühlen kann. Ein Ort, wo mir vertraut ist. Und das ist wirklich einfach etwas Wunderbares. Wenn ich denke, wie schnell das wirklich einfach Sachen aus der Fuge geraten. Also, das kann ein Alltag sein, wo man vielleicht irgendwie, weiss nicht, in der Reihe hat, vielleicht mit irgendjemandem, etwas irgendwie nicht auf die Reihe bringt. Vielleicht läuft der Schuh nicht gut. Oder, ja, vielleicht wirklich einfach auch die Umstände, die wir jetzt zum Beispiel haben mit dem Corona, wo man irgendwie nicht richtig fassen kann. Aber in all dem darf man einfach wissen, in die Burg kann ich immer zurückkehren, in die Burg kann ich immer einkehren und dort bin ich geborgen, dort bin ich daheim. Und das ist wirklich einfach eine gewaltige Hoffnung, das ist wirklich etwas Wunderbares und das trage ich wirklich von Herzen gerne einfach in mir innen und ja, das hat mich von Anfang an begleitet und ich glaube, das wird mich ja bis in alle Ewigkeit begleiten. Eine feste Burg ist unser Gott. Da kommt mir spontan in Sinn, dass wenn die Leute früher zum König wählen, dass sie Audienz gebraucht haben. Jesus aber hat uns Tür und Tor geöffnet, dass wir, wenn immer wir wollen, zum König, zum Herr gehen können. Ohne eine Einladung.
Mein Gott ist eine feste Burg. Wenn ich mir das so vorstelle, ist das irgendwo so eine Burg im Kakao mit dicken Mauern und hohen Türmen. Und das Coole an dieser Burg ist, egal ob du von weit weg kommst oder ob du beladen bist oder ob du Fehler gemacht hast oder nicht, du darfst dort einfach kommen, wie du bist. Du bist dort angenommen, geliebt und beschützt. Und das erfüllt mich so mit Freude und einer Gelassenheit und mit einem Vertrauen, dass der Gott es gut mit mir meint. Und genau das ist für mich die feste Burg von diesem Gott. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, was kommt mir zu dem in Sinn? Für mich hat es zwei Aspekte. Einerseits ist das die Mauer, die Festung von einer Burg, wo wie ein Schutz ist, wo man dahinter kann stehen und einfach von Angriffen, von Feinden geschützt ist und einen grossen Vorteil hat und einfach auf der Gewinnenseite steht. Und das ist das, wo für mich Gott darstellt, dass er uns auf seine Seite nimmt als Königskind und dürfen dort einfach Schutz finden, dürfen dort in seinem Schutz hinter seinen Mauern stehen und dort sein. Und der zweite Aspekt, den ich noch fast viel wichtiger finde, ist, eine Burg ist nicht nur eine Mauer, wo einem schützt vor Angriffen, sondern es ist gleichzeitig auch das Zuhause. Und hinter dieser Mauer ist nicht nur ein Ort, ein sicherer Ort, sondern es ist auch ein Zuhause, wo man sich wohlfühlt, wo man wohnen kann, wo man leben kann, wo man einfach sein kann. Und das ist genau das, was für mich noch viel wichtiger ist. Man kann wirklich bei Gott daheim sein, wir dürfen seine Kinder sein. Er ist wie die Burg und wir dürfen wie als Königskind in dieser Burg leben und wohnen und einfach daheim sein und uns wohlfühlen und angenommen sein. Und es gibt Zeiten, da gehen wir raus und verlassen den Schutz und das ist ganz menschlich und manchmal haben wir so gar nicht mal mehr den Blick auf die Burg. Die ist manchmal vielleicht gar nicht mehr da, aber wir wissen immer, wir können immer zu dieser Burg zurückkommen, immer das Zuhause sein, wir sind angenommen, Gott steht da mit offenen Armen und sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind und du bist immer willkommen. Und das ist das, was, egal in welcher Situation dass ich bin, wenn ich wie das präsent habe, dann weiss ich, mein Herz gehört dorthin und er empfiehlt mich immer wieder, wie der Vater, sein Sohn, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Egal, was passiert ist, wir sind immer dort willkommen. Und es darf unser Zuhause sein und es soll unser Zuhause sein. Und das ist einfach die schöne Botschaft, die wie das Bild in mir auslöst. Tschüss zusammen. Merci vielmals, Thierry, Rossi, Rolf, Adina und Dani, für eure Gedanken zum Thema Eine feste Burg ist unser Gott. Es ist sehr schön und eindrücklich zu sehen, wie so eine Burg doch Sicherheit vermittelt. Ein Gefühl von Schutz, von Geborgenheit, ja, ein richtiges Zuhause. Auch der Gedanke, dass man jederzeit in die Burg und somit zu Gott gehen kann. Und vor allem, dass man nicht einmal eine Audienz braucht, ist sehr tröstlich. Und dass die Burg da ist, auch wenn wir sie selber vielleicht nicht gerade immer ganz aktiv auf dem Schirm haben. Merci vielmals für die ermutigenden Bilder und Gedanken. Wenn ich noch ein bisschen beim Bild von dieser Burg bleibe, wenn ich mir die Burgen so vorstelle, dann kommen mir auch so mittelalterliche Geschichten in den Sinn. Gerade so bei Schlössern und Burgen ranken sich ja immer ganz viele Geschichten und Sagen drum. Eine recht bekannte so eine Sage hat seinerzeit der Jeremias Gotthelf aufgeschrieben. Es ist die Sage der Gründung der Stadt Burgdorf. Und die Geschichte, die Sage, die beinhaltet alles, was so zu einer guten Mittelalter-Story dazugehört. Es hat zwei Ritter, Brüder, Furchtlose selbstverständlich. Es gibt einen bösen Drachen, eine heidnische Prinzessin und Druiden.
Und am Schluss von dieser Geschichte ist dann die Stadt Burgdorf mit ihrem Schloss. Eine mega coole Schweizer Folk-Metal-Band hat die Geschichte vertont, hat nicht nur ein Lied, sondern ein ganzes Album darüber gemacht. Es ist die Band Excelsis und das Album ist «Von Krieger und Drachen». Und weil wir ja im Bibel, Bier und Heavy Metal sicher auch noch ein bisschen Musik hören, hören wir hier rein in ein Stück. Und zwar hören wir einen Ausschnitt aus dem Lied «Druiden». Das ist die gefährliche und dunkle Seite, die vielen Angst macht, doch wir bleiben stehen. Kämpfen gegen die bösen Geister, kämpfen gegen sie, bis sie müssen gehen. Ja, da haben wir sie. Die Furchtlosen. Die gegen die dunkle Seite und gegen den bösen Drachen kämpfen. Und du? Bist auch furchtlos. Gäbtest du einen guten Krieger, einen guten Held ab? Oder wärst du eher so wie ich? Vielleicht lieber ein bisschen vorsichtig. Würdest du das Schwert nehmen, auf den bösen Drachen zugehen? Oder würdest du eher versuchen, möglichst schnell Land zu gewinnen? Der Satz, eine feste Burg ist unser Gott, geht auch auf einen Krieger zurück. Auf einen, der noch etwas weiter zurückliegt als das Mittelalter. Es ist der David. Ein Mann, der ganz grosse Erfolge auf dem Schlachtfeld gefeiert hat. Ein grosser Held, ein Retter vom ganzen Volk, aber der auch ganz Teufeln erlebt hat. Mal Held, mal Flüchtling,
versteckt irgendwo in einem kleinen Tal in einer Höhe in Todesangst. Und er schreibt ihm ein Dankeslied über Gott und über sein Handeln, das Handeln von Gott, das er an sich erfahren hat. Und da liest uns jetzt der Bernie 2 Abschnitte aus dem Psalm 18. Psalm 18, dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte. Aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und er sprach: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Es umfing mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Er griff aus der Höhe, er fasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinen starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. Amen. Das sind die Worte, oder besser gesagt das Lied von David. Ein Lied voll Dankbarkeit, weil er ist gerettet wurde. Gott ist ihm zu einem sicheren Ort zum Schutz, eben zu einer sicheren Burg geworden. Mir ist in all dem Nachsinnen aber noch ein anderer Gedanke gekommen. Was aber, wenn man es gar nicht bis in die Burg schafft? Ich denke, manchmal im Leben gibt es Situationen, die sind so gross, die sind so bedrohlich, die sind so herausfordernd, dass es wie alles andere überstrahlt. Der grosse Drache steht vor dir und es geht nicht mal darum, dass du selber nicht kämpfen kannst, du kannst nicht einmal mehr fliehen, weil du bist einfach starr vor Angst. Absolut kraftlos, machtlos. Und dann nützt es dir auch nichts, wenn du weisst, hey, dort oben, auf dem Hocker, dort wäre die sichere Burg. Es nützt auch nichts, weil alle anderen an dir vorbeisäckeln und sagen, hey, geh doch dort rauf in die Burg, dort ist der König, dort bist du in Sicherheit. Weil selber kannst du dich einfach gar nicht mehr bewegen. Was ist? Wenn du nicht mehr kämpfen magst, aber auch nicht mehr fliehen magst, wenn du einfach gar nicht mehr magst. Das ist mir ein Wort von Paulus, ganz lieb und teuer geworden. Der Paulus, ohne Mann, der sehr viel erlebt hat, viele Höhen und ganz dunkle Momente. Ein Mann, der in seinem Leben viel Erfolg hatte und ging um grossen Gefahren ausgesetzt war. Naturgefahren, aber auch politische. Er ist verhaftet worden und am Schluss sogar als Märtyrer hingerichtet. Der Paulus, ein Mann, der wahrscheinlich wie die meisten Menschen gern ging der gross oder stark gewesen wäre und selber musste merken, dass er alles andere als das ist. Und er hat im 2. Korintherbrief geschrieben: 3-mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagt er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche.
Und nun bin ich, Paulus, zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ein bisschen einfacher könnte man sagen, der Paulus hat gesagt, er hat zu Gott gerufen, für Kraft und Mut. Und er hat gesagt, hey Paulus, meine Gnade ist im Fall alles, was du brauchst. Und du musst selber gar nicht stark sein. Sei vielmehr froh, dass du selber auch schwach bist. Weil dort, wo du, Paulus, schwach bist, dort kann ich einspringen. Dort bekomme ich Platz, um für dich stark zu sein, sagt Gott. Eine feste Burg ist unser Gott. Ein Ort vom Schutz und vor Geborgenheit. Ein Zuhause. Ein Ort, wo wir jederzeit hergehen können, aber nicht müssen. Und das Allerbeste, ein König drin, wo dann, wenn wir selber starr vor Schreck, vor Angst, es nicht einmal mehr bis zur Burg schaffen, höchstpersönlich schauen, dass wir in Sicherheit sind. Halleluja und Amen. Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie du bist. Das, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit überall, so weit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie gut du bist. Das, wo du lebst, auch ein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele reicht. Befreit, seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Jesus Christus, ich danke dir für die Predigt,
von der Nadine. Ich danke dir für die Gedanken, die wir gehört haben von unseren Freunden, die sich per Film dazugeschaltet haben. Es hat mir eine Perspektive gegeben, wer du bist. Und du bist unsere feste Burg. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, in diese Burg zu kommen, in deinen Schutz, in deine Sicherheit. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du der Herr bist und dass du uns diese Burg sein willst in unserem Alltag, in den Herausforderungen, die anstehen, in den Überforderungen, die wir immer wieder erleben. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du jeden Einzelnen von unseren Freunden segnest, dass du uns segnest und dass du da bist. Amen. Hey, schön, dass ihr dabei wart. Hier aus Wimmis im Pfarrhaus Bibelbier und Metal war das. Wir hoffen, ihr habt was mitnehmen können von der Predigt von Nadine, von den tollen Videos, die wir gesehen haben, die ihr eingespielt habt. Wir danken euch und schön, dass es euch gibt. Wir hoffen nach wie vor, dass wir uns gleich wieder treffen können. Es sieht im Moment nicht so schlecht aus für den März. Unter Umständen müssen wir aber wieder ein bisschen kurzfristig das entscheiden. Reserviert euch doch schon mal den 28. März fett in der Agenda. Und wenn ihr Interesse hättet zum Kommen oder zum Wissen, was läuft, macht mir doch ein Mail auf diakonie@metalchurch.ch. diakonie@metalchurch.ch, findet sonst die E-Mail-Adresse auf der Homepage. Und dann können wir euch gerade informieren, wo und wie das stattfindet. Unser Programm für 2021 von der Metal Church ist erhältlich bei uns, kann bestellt werden, ist natürlich auch auf der Homepage von der Metal Church. Schaut mal rein, wir haben ein tolles Programm, wo wir natürlich dann auch hoffen, umsetzen zu können. Wir waren heute ein bisschen bei den Schlössern und Burgen im Mittelalter. Darum haben wir uns überlegt, verabschieden wir uns auch so stilgemäß auf Latinisch. Ade kommt ja von Adeus, in dem Sinn Adeus, Gott befohlen. Habt noch Sorge. Ciao zusammen. Adios. Sitzen mit meiner kaputten Knie. Hey. Okay, wir machen nochmal. Weißt du was? Mhm. Fang irgendwie noch an mit irgendeinem Joe zusammen. Cool, seid ihr da? Und sonst machst du einfach mal so 1, 2 Sätze und dann sage ich etwas und dann hast du wieder etwas. Also, Klappe die zweite. Oder soll ich anfangen? Nein, ist okay. Also du darfst anfangen. Was ist dir? Also ich will an, dann sagst du etwas am Gottesdienst. Ist gut? Klappe die dritte.